Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht, Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft. die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. voller Enthusiasmus. und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause, Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe Zusammenhalt Und dienender Leiterschaft geprägt wird. die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, Die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes. und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, Die für Gott das Beste gibt. Die Sprache unserer Zeit spricht. Und sich als Teil der Antwort versteht. in der Kirche, von der wir träumen, Kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher. Und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien. Freunde, und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Come on! Wow! So, wunderschönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Ich war schon mal auf der Bühne gewesen. Ich möchte zuerst mal Danke sagen. 20, also ja nicht mehr 20, das heisst 20. Genau, jetzt kann man sagen, es ist der 20er abgegangen, ist es kein früher nicht mehr schlimm, genau. Der ICF 20s. Die haben ein mega cooles Leiterschaftsteam, wir haben so viele coole Volunteers, wir sind wirklich super proud, was sie alles machen. Lass uns doch den Volunteers und dem Leadership-Team einen großen Applaus geben. Come on, every Friday sind wir da. Gehen voll gut sein. Fängen voll Gas. Amazing. Also genau vor einem Jahr sind wir zum ersten Mal da gewesen, in dem Club. Also noch vor einem Jahr sind wir in der Friedenskirche gewesen. Wer von euch kennt noch Friedenskirche? Genau. Die sie nicht kennen, hast du nichts verpasst. Weil nicht wegen der Kirche, sondern im Sommer heiß wie eine Sauna und im Winter kalt wie ein Iglu. Genau, aber unser Club ist jedes Jahr genau gleich warm. Es wird sich nicht ändern, ob du oben kalt oder warm ist. Und das ist wirklich ein mega grosser Blessing von unserem Gott im Himmel. Kannst du zu deinem Nachbarn sagen, Gott will mit dir Geschichte schreiben? Also klopf deinem Nachbarn mal eins in die Rippen rein, dass er erwacht und sagt, Gott will mit dir Geschichte schreiben. Gott schreibt mit dir Geschichte. You are blessed. Also, Gott schreibt mit dir Geschichte, er schreibt auch mit mir Geschichte und ich möchte anfangen mit einer Story aus dem Alten Testament. Und zwar, ich habe vor ein paar Monaten über das geredet im ICF Zürich, so ein bisschen am Sonntag, im grossen Bühne. Und es ist eine von diesen Predigten, wo ich merke, da geht mir wie so einen Schlüssel in die Hand gegeben, wo mir so bewusst worden ist, ja, wie können wir denn gesegnet sein? Das ist immer so ein mega krasses Wort, du bist gesegnet, Gott schreibt Geschichte mit dir, du denkst immer, tönt gut, ist korrekt, aber irgendwie kommt keine Sau draus, wie funktioniert es effektiv? Und ich glaube, die Prinzipien von Gott sind so einfach und so nachvollziehbar. Und ich fange meine Geschichte an aus dem Alten Testament und ich hoffe, es funktioniert. Das ist jetzt eine Weltpremiere. Ich zeige euch zum iPad live. Und zwar, ja, aber es funktioniert. Also Jakob und der Esau. Da unten haben wir den Jakob. Es sind beide, das ist eigentlich im Buch von der Mutter, oder? Und schon im Buch von der Mutter sagt der Jakob, ich will zuerst sein. Reißt seinen Brüder an den Fersen. Darum heisst er am Fersenhalter schon im Buch mega, mega eifersüchtig. Dann geht's weiter. Dass eines Tages kommt der Brüder vom Feld heim, hat mega Hunger und der Jakob kann super gut Suppe kochen. Und wenn du an Suppe denkst, denkst du an so eine Peterli, Karotten, Herdöpfel, Bananen. Und für euch natürlich gehört Red Bull rein. Und logisch auch Nutella. Weil ohne Nutella ist es einfach keine Suppe, sondern einfach so eine gesunde Scheisssuppe, genau. Also wenn wir das anschauen, es ist nicht so der Fall gewesen, sondern der Jakob hat einfach so eine schlichte, einfache Linsensuppe gegessen. Wer von euch Linsensuppe gern? Niemand. Hast genau gewusst.
Das Problem ist bei der Linsensuppe Folgendes, das kannst du auch im Migros kaufen, im Migi. Migi oder Coop. Also merkst du es? Und der Esau hat sein Erstgeburtsrecht verschenkt aufgrund von so einer blöden Linsensuppe. Erstgeburtsrecht bedeutet, du kommst das Doppelte über von allem. Das Doppelte von den Kühen, das Doppelte vom Erb, das Doppelte vom Geld. Du hast den Doppelte Segen kommst über. Und der Esau sagt, scheisse gleich, Hauptsache Migros, Coop, Linsensuppe. Später ist der Vater im Sterben und die Mutter kommt zum Jakob. So hat der Jakob ausgesehen, ich habe ein Bild mitgebracht. Rattenscharfe Unterhose. Und die Mutter sagt, du musst dich verkleiden wie der Esau, sonst merkt der Vater, du betrügst ihn. Also, was macht er das erste Mal? Jeder Mann legt ein schönes Höschen an, knackiges T-Shirt, und der Esau war behaart gewesen, so der Jakob Fell angelegt an den Beinen und an den Armen, dass der Vater nicht merkt, dass er eigentlich gerne nicht der Esau ist. Und was ich mega krass finde, der Jakob ist ein mega gesegneter Mann in der Bibel, der hat beschissen bei der Suppe, der hat beschissen beim Fell, der hat beschissen so am Mutterlieb. Und jetzt gibt es einen hochinteressanten Bibelvers, wo irgendwie mega krass ist. Und zwar, wo es heisst, Jakob habe ich geliebt. Der den Fersen klammert, der den andere betrügt mit der Linsensuppe, der den Vater betrügt, der liebt Gott. Also Gott liebt den Betrüger und Gott sagt, ich aber hasse den Esau. Das löst theologisch brutal viele Fragen aus. Ich habe gemeint, Gott liebt alle Menschen. Und was du eins musst wissen, es ist nicht, dass Gott den Mensch hasst, sondern Gott scheint irgendwie eine gewisse Einstellung brutal auf den Wecker zu gehen. Und was dann auch theologisch passiert, und das ist hochinteressant, dass nämlich im ganzen Stammbaum müsste es heißen, ich bin der Gott vom Abraham, ich bin der Gott vom Isaac und ich bin der Gott vom Esau. Und was Gott macht, er radiert einfach den Esau seinen Namen aus. Das ist schon mal überlegt. Das macht Gott. Und sagt, ab jetzt ist es der Gott vom Abraham, Isaac und Jakob. Ich meine, es löst Fragen aus. Wie kann Gott einen Esau ausradieren und setzt in den Stammbaum, wo wir und wir die Bibel lesen, unsere Vorbilder, einen Fersenhalter, einen Suppenbetrüger, einen Felleli-Annemacher, als unser Vorbild in der Church? Vielleicht möchte Gott sagen, was auch immer du vermasselst, es gibt einen, der ist noch schlimmer. Ich glaube, das möchte Gott nicht sagen, sondern Gott hat ein Prinzip und ich habe wirklich mega lang darüber nachgedacht, warum, und ich habe Bücher gelesen, ich habe Theologie, alles habe ich züppelt, um das zu erklären. Und ich glaube, ich habe eine Parallele gefunden im Neuen Testament, wo genau das Gleiche aussagt wie der Jakob und der Esau, und zwar das Beispiel mit dem Talent. Der eine gibt Gott 5 Talente, der eine 2 Talente, dem einen gibt er 1 Talent und du bist da, Fragezeichen, vielleicht hast du 12 Talente. Vielleicht gehörst du zu diesen Schweizer, bist einfach ein Liege wie der Roger Federer. Gut, dann hast du noch 9 Talent. Also es spielt ja keine Rolle, sondern Talent. Und jetzt in der gleichen Geschichte sagt Gott auch, ein Sack von denen hasse ich. Und so der eine, dem einen Talent hat gesagt, ich habe mega Angst vor dem Gott im Himmel, wenn ich irgendwie sähe oder irgendetwas reingehen und es funktioniert nicht, dann stehe ich vor Gott und ich habe alles vermasselt und ich tue lieber nichts investieren. Ich bin lieber passiv als aktiv, dann habe ich keinen Fehler gemacht. Und Gott sagt dieser Geschichte, wie ich hasse einen Esau, wo etwas einfach als gleichgültig erachtet. Das sagt, mir ist eigentlich egal, was Gott mir gegeben hat. Das sind die Frauen und Männer, die mit dem Gebot und mit dem Segen von Gott gleichgültig umgehen. Mit diesen Menschen kann Gott nicht umgehen. Oder die Menschen, die so Angst haben, einen Fehler zu machen, sagt Gott, brauche ich nicht mehr. Und es ist eigentlich die gleiche Parallele auch im Neuen Testament. Und ich merke 2 Sachen. Ich glaube, Hass Gott, vielleicht sind es noch mehrere Sachen, Gleichgültigkeit, wie ein Esau. Oder wie der eine Talent, ich habe mega Angst, ich könnte einen Fehler machen, ich mache lieber nichts und dann bin ich auf der sicheren Seite. Diese Einstellung scheint Gott nicht cool zu finden. Und ich möchte euch mitnehmen in das Prinzip hinein, und ich glaube, es entdeckt auch im Jakob und auch in diesen Talenten hinein. Der Punkt Nummer 1,
Alles fängt an mit einem Samen. Und zwar, jeder von uns und jede von uns hat so Samen bekommen. Also, das müssen wir jetzt richtig verstehen, Mann, gell? Jede und jede von uns hat Talent bekommen, Fähigkeiten. Hast du gewusst, es spielt eigentlich gar keine Rolle, mit wie viel du startest. Ob du mit 5, 2 oder 3 Talenten startest, spielt gar keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, wo du auf die Welt kommst. Ob in Kambodscha, in Indonesien oder in Wallisellen, wenn es muss sein, in der Schweiz. Es spielt keine Rolle. Die Ausgangslage ist für jeden Mensch auf der Erde genau gleich. Die Leute sagen, ja, aber die Frauen und Männer in Afrika sind noch schlechter. Jeder Mensch, egal wo, hat Fähigkeiten bekommen. Nur spielt keine Rolle, mit wie viel du startest, sondern Gerechtigkeit von Gott bedeutet, du hast Talent, du hast Fähigkeiten, du hast einen Traum, du hast eine Vision, du hast vielleicht sogar eine Prophezeiung. Aber einfach der Punkt ist das, Samen in den Händen macht noch gerne nichts. Frauen und Männer, die grosse Träume haben, beeindruckt Gott nicht. Träume kann jede Frau und Mann haben. Talent kann auch jede Person haben. Samen in der Hand und jeder Bauer weiss, dass ich Geld habe. Samen in der Hand gibt noch lange keine Ernte. Und jetzt musst du das Bild verstehen. Sondern wenn Gott dir Talent gibt und die Fähigkeit in die Hand gibt, Multiplikation findet nur dann statt. Und das ist mein Punkt Nummer 2. Wenn du anfängst, den Samen säen in einen Boden rein, wo ein guter Boden ist. Erst dann gibt es überhaupt das Potenzial, dass etwas wachsen kann. Bevor du investierst, passiert nichts. Und der Esau hat nichts investiert und der Jakob mit einem falschen Herz hat unbedingt gesegnet sein. Es scheint, dass Gott nicht das Problem hat mit Frauen und Männern, wo das Herz stinkt bis zum Himmel, aber sie bewegen sich. Menschen, die sich nicht bewegen, kann Gott nicht bewegen. Aber Menschen, die sich bewegen, sagt Gott, ich werde dich als Ziel anbringen. Und die Geschichte vom Jakob fängt eigentlich an, wie vom Abraham. Gott gibt dem Abraham und dem Jakob, beiden, genau die gleiche Verheißung. Und ich möchte es euch ganz kurz nochmal zeigen, anhand von der Illustration. Gott gibt dem Jakob und auch am Abraham eine Verheißung. Und zwar, Gott sagt, ihr werdet ein riesiges Land bekommen. Ihr werdet ein Monsterland haben. Und weißt du, was immer das Gleiche ist? Gott hat einen grossen Traum und du sagst, Gott, Land besitzen. Das Einzige, was der Jakob besitzt hat, ist der Grabstein. Das Grab von Abraham und Sarah. Ein hohes Land. Mit anderen Worten, wenn Gott dir etwas gibt, es ist immer mega klein. Es ist mega simpel. Du denkst, oh, also da, wo Gott sagt und ich kann, und mega Diskrepanz. Dann sagt Gott zu ihm, du wirst ein riesen Monster Nachkommen haben. Und alles, was der Jakob besitzt, ist so eine kleine Fußballmannschaft. Schau das an, das ist keine grosse Nation, das ist eine monsterkleine Familie. Alles, was der Jakob hat, ist ein kleines Stück Grabstein, ein kleines Familie. Und das Prinzip von Gott ist immer, träum gross, aber handle immer klein. Das ist immer das gleiche Prinzip. Dann sagt Gott zu Jakob, hey, du bist mega, mega gesegnet. Leck bist du gesegnet. Und alles, was der Jakob weiss, gesegnet, ist eigentlich eher da der Esau, der Jäger. Der scheint von Gott mehr gesegnet zu sein. Der scheint von Gott vom Himmel so gerne einen Kuss bekommen haben. Aber ich, der Jakob, der Vershalter, bin zu kurz gekommen. Merkst du es? Du hast immer das Gefühl, dass jemand anders ist mehr gesegnet von Gott. Du wirst immer einen Menschen finden, der mehr als du hat. Immer. Und das ist eben ein Scheissdreck. Aber Gott sagt, du hast Talent und Fähigkeiten, es ist alles in dir, was es braucht, um gesegnet zu sein von Gott. Dann sagt Gott zum Jakob, and by the way, hey, du wirst einen mega Einfluss bekommen. Einen mega Einfluss in die Nationen. Okay, da haben wir die Familie Abrahams, die Familie Isaac und eigentlich der eigentlich im Segen von Gott würde stehen, ist der Esau. Und der Jakob da sagt, ja, was ist denn mit mir? Und der Punkt ist das, Gott challenged dich und mich immer, nicht auf andere zu schauen. Die andere Geschichte, das ist nicht deine Geschichte.
sondern Gott sagt, du hast ein Talent bekommen, 1, 3, 5, was auch immer das ist, sondern schau auf deine Geschichte. Schau auf dein Segen. Schau auf deinen Samen, wo Gott dir in die Hände gelegt hat. So fängt es immer an. Es ist mega klein. Berufung von Gott und Pläne von Gott und Ziel von Gott sind riesengroß. Aber wo du stehst und wenn du anfängst, mal dein Leben zu investieren, fängt das Monster klein an. Das Problem ist, durch Social Media heutzutage, gehört das immer wieder, wo Leute mich fragen, wie gehst du mit dem um? Du predigst überall auf der ganzen Welt. Heute bin ich da, am Sonntag in Zürich, am Montag bin ich in Berlin, am Donnerstag predige ich in Kambodscha, dann in Penang in Malaysia, dann in Bali, dann in Jakarta und dann in Wilhus. Wie gehst du mit dem um? Das Problem ist, du siehst mein Leben jetzt, aber vor 21 Jahren. Weißt du, was ich predigt? Nur da, Zürich einfach und immer nur da. Und wieso hat Gott die Tür aufgemacht auf der Welt? Ich war treu im Kleinen. Und es sieht unspektakulär aus. Und irgendwann siehst du die Früchte und die Leute sagen alle, wow, das möchte ich auch. Und dann sage ich immer, okay, dann fang überhaupt einmal an, dein kleines Talent, das du hast, mal investieren. Verstehst du das Prinzip? Und der Jakob hat das gemacht und der Esau hat gesagt, ist mir eigentlich alles scheisse gleich. Der nächste Gedanke, den ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar im Jahr 1903 haben zwei Freunde ein Bild mitgebracht, der Harley und der Davidson, das ist kein Witz, der Harley und der Davidson, zwei Freunde, haben gesagt, wie wäre das, wir würden ein Töffli bauen. Ein Töffli bauen. Ein Töffli bauen ist ein Traum. Und dann haben sie im Hinterhof ein erste Töffli gebaut. Das erste Töffli. Und der Kaib ist gelaufen. Dann haben sie im zweiten Jahr 2 von diesen Töffel gebaut. Im dritten Jahr haben sie 5 Töffel gebaut. Im vierten Jahr haben sie 50 von diesen Töffels gebaut. Und im 5. Jahr, hat es aufgeschrieben, haben sie $14.000 in die Hand genommen und haben eine Firma gegründet, vielleicht kennst du die Firma, Harley Davidson Motor Company. Vielleicht hast du schon mal von dem gehört. Mega bekanntes Töffel. Im letzten Jahr, im Jahr 2017, haben sie 329 Harleys auf der Welt verkauft und über 1 Milliarde Dollar Reingewinn gemacht. Und ich habe ein Bild mitgebracht von mir und der Harley. Und ich habe, also ob jetzt das meine Harley ist, lasse ich als ein Gerücht offen. Aber ich habe die neueste Harley Breakout bekommen. Und ich fahre Harley, weil 2 Freunde haben gesagt, ich habe eine Idee. Hey, lass uns ein Töffli bauen. Und im Hinterhof haben sie ein kleines Töffli gebaut. Und später wird eine riesige Firma daraus. Verstehst du das Prinzip? Es fängt immer mit einem Töffli an. Es fängt mit einem Insta-Story an. Es fängt mit einem Kuchen an, den du backst. Es fängt mit einem Kryptowährung Bitcoin an, dass du reich wirst. Verstehst du mich? Das Zweite ist, was ich anpflanze, werde ich auch ernten. Hochinteressant. Was du sagst, wirst du ernten. Und ich möchte einen Bibelvers vorlesen. Da steht in Galater 6, Vers 7, also ist jetzt nicht so positiv, meint nur nicht, ihr könnt euch über Gott lustig machen. Das würden wir ja niemals machen. Never. Niemand macht Witze über Gott. Denn was der Mensch sät, bitte los, was du sagst, das wirst du auch ernten. Viele Frauen und Männer sagen, ja, aber Gott segnet mich nie. Hast du gesagt? Aha, nicht. Oh, Scheiße für dich. Wir haben oft eine Theologie, ich mache nichts, und dann kommt der Segen von Gott oben runter in tonnenweise. Das Prinzip ist, was du sagst, wirst du ernten. Lass uns zurückgehen zum Jakob, und ich finde es mega wichtig, dass du das auch weißt. Im Leben vom Jakob, ups, jetzt kann ich Strich geben. Jetzt muss ich das radieren. Live auf der Bühne. Und ich radiert. So. Also. Im Leben vom Jakob, der hat 7 Jahre, der Jakob ist ein Betrüger, oder? Der hat alle betrogen. Was du sagst, wirst du ernten. Wenn du betrügst, wirst du auch betrogen werden. Er hat geschafft, hat sich verliebt in eine Rahel und hat 7 Jahre müssen arbeiten und dann kommt der Hochzeitstag und er heiratet sie und dann in der Nacht packt er sie aus. Ohne Scheiß. So.
so. Und dann so. Und er sagt, Scheiße, du bist keine Rahel, du hast mich verarscht, du bist ja die hässliche Lea. Ohne Scheiß. Der hat nicht die wollen. Dann sagt der Laban, oh sorry, ich habe einen Fehler gemacht, das hast du schon ja gesagt. Wenn du die Schöne willst, dann musst du nochmal 7 Jahre arbeiten. Und was passiert? Er ist so desperate, ist so verzweifelt, geht hin, geht führen, geht links und rechts und sagt, nein, das kann ich nicht mitlassen. Ich brauche die Schöne. Und er schafft nochmal für sie 7 Jahre. Und was ich mit dieser Geschichte möchte sagen, ist Folgendes. Der Jakob hat das geerntet, was er gesagt hat. Er hat betrogen und er ist auch betrogen worden. Also, Säen und Ernten gibt es Positives und Negatives. Also, du darfst nicht überrascht sein, wenn du Sachen erntest und denkst, oh mein Gott, aber es gibt auch Sachen, die du im Guten kannst ernten. Und zwar, wir haben vor vielen Jahren, vor 3, 4 Jahren, 5 Jahren, I don't know, sind wir in England gewesen, und dann hat es so ein Pastorenmeeting und dann war ein Mann dort gewesen, ein Pfarrer, und er hat gesagt, dass seine Kirche ist Konkurs. Und dann haben wir gefragt, wie viel Geld brauchst du? Und er hat gesagt, ja, ich brauche Geld, sonst ist die Kirche vorbei. Und dann sind wir alle rundherum gestanden und angefangen zu beten, was das Zeug gesagt, oh Gott, bitte schick du Geld. Du bist der Gott vom Überfluss, der Gott vom Geld, der Gott von der Schweiz, du hast alles Gott. Und irgendwann sagte mir Stimme, hey, was soll der Scheiß? Wir können doch nicht Gott fragen für Geld und das Geld ist in unserem Portemonnaie. Und ich als eine kleine Schweizer mit ganz interessanten Englisch sage, stop. So goes it not. Und ich gesagt, Jungs und Mädels, das ist doch birrenweich. Wir fragen Gott um Geld und Gott sagt, ihr müsst doch nicht mich fragen, solange ihr Geld im Hose sagt, müsst ihr Geld geben. Betten kann jeder, aber Geld geben ist etwas anderes. Und Gott sagt, ihr seid das Wunder. Und ich sagte, wie wäre das, wir würden das Geld zusammenlegen und würden dem Mann helfen. Und ich habe das Telefon entdeckt noch, habe meinen Buchhalter gefragt in Zürich, wie viel Geld haben wir? Und der Buchhalter sagt, ja, wir haben nicht mehr viel Geld vom Konto. Sag ich, wie viel? Dann sagt er, 30'000. Dann sage ich, okay. Dann lass uns die 30'000 Franken dieser Kirche spenden. Hast du das Bild? Das ist alles, was wir haben. Für eine Kirche, die uns eigentlich nichts angeht. Jetzt sagst du, wieso habe ich das gemacht? Bitte lass zu. If you have a need, plant a seed. Wenn du in deinem Leben eine Not hast, sei. Wenn du möchtest unbedingt einen Segen haben, dann investier in jemand anders. Dann segne jemand anders. Das Prinzip, if you have a need, plant a seed. Ich gesagt, und eines Tages werden wir ein Gebäude bauen. Da haben wir noch kein Gebäude in Sicht gehabt. Und dann werden wir Geld brauchen und dann bin ich froh, wenn die Leute nicht sagen, oh, wir fragen Gott, dass Gott Geld gibt. Dann wünsche ich mir, dass die Leute die Kirche ins Portemonnaie zügeln und das Geld anlegen. Wenn ich das glaube und ich mir das wünsche, muss ich das, was ich glaube, säen, investieren, im Glauben für später. Geile Geschichte, oder? Jetzt musst du hören. Wo wir für das ICF-Gebäude Geld gesammelt haben, habe ich ein Slide mitgebracht, haben 25 Kilo, die nicht ICF Zürich sind, 365'000 Franken gespendet. Jetzt hast du klatschen. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Hast du gewusst, dass du Wunder kannst erzwingen? Du kannst Wunder erzwingen. Der Jakob hat Sachen erzwungen. Du kannst Ernte erzwingen. Je mehr, dass du sagst, desto mehr ist die Chance groß, dass du mehr erntest. Und der Jakob hat investiert und hat das geerntet, was er gesagt hat. Und das ist eine von den Prinzipien. Wenn du willst, das Segen von Gott, investier. Sei so hart du kannst. Sei so hart du kannst. If you have a need, plant a seed. If you have a need, plant a seed. Jeder Bauer versteht das. Nur Insta-Story, Guys, haben keine Ahnung. Nächste. Ich muss geduldig sein und nicht aufgeben. Galater 6, Vers 9. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Die meisten gehen zu früh auf. Jedes Säen, jedes Gehen ist an einen Test unterworfen. Und ich habe so ein Wortspiel, das geht noch auf Englisch auf. Aus jedem Test gibt es
ein Testimony, ein Zeugnis. Jeder Test kannst du später auch ein Zeugnis erzählen. Ich möchte mitnehmen, vor vielen Jahren, weil viele sind erst neu dazugekommen, haben wir uns Celebrations in der Unix-Halle gehabt. Wer kennt noch Unix-Halle? Ich möchte nicht zu tief in unsere Verletzungen gehen. Darum habe ich auch kein Bild mitgebracht von der Friedenswille. Wir sind ja immer dankbar. Nein, wir sind immer dankbar. Wir tun nie jämmerle, aber sind manchmal auch putzenhässig. Das ist nicht das Gleiche. In der Unix-Halle sind wir gewesen. Wir haben 21 Jahre zur Church nie ein Zuhause gehabt, richtig. Auf- und abgebaut, das kennen alle. Wir haben nicht gejömmelt, wir müssen durch. Und 21 Jahre später ein Bild mitgebracht, fast du vergessen hast, wo wir sind. Wir sind hier, der Samsung Hall im Club. Und was viele nicht vergessen, eine Ernte braucht Zeit. Es braucht Zeit, du erntest nicht über Nacht. Es ist immer, du gibst im Glauben etwas und Jahre später siehst du die Frucht. Oft sagen die Leute, ich habe Geld gegeben und ich habe kein Wunder erlebt. Sag ich, wie lange warte ich schon? Ein Jahr. Ein Jahr ist für Gott gar nichts. So ein Gott hat vor 40 Jahren, manchmal 40 Tage, was auch immer, ist ein Test. Ich habe einen Clip mitgebracht, um euch mitzunehmen. Der Bau von dem Gebäude ist so krass in einem ganz kleinen Clip. Come on! Du musst geduldig sein. Und ich finde, die Samsung, die Halle gehört nicht mir beide, das ist mega wichtig, gehört auch nicht ICF. Ich möchte bewusst betonen, dass wir nicht ein falsches Gefühl haben. Aber vor 13 Jahren hat meine Frau ein Buch in die Hand gedruckt und gesagt, fang an zu beten für den besten Architekt. Und das ist der Startpunkt dieser Halle. 13 Jahre gedauert. Und die Botschaft beim Jakob ist, wenn du nicht sagst, wenn du das, was du nicht hast, investierst, was willst du denn ernten? Der Esau, ihm ist es egal gewesen, was das Segen von Gott angeht. Dem einen Talent hat gesagt, mich interessiert es, ich habe Angst vor Gott. Und Gott sagt, ob du 5, 3 oder whatever Talent hast, es ist in deinen Händen. Segen bedeutet, du nimmst das, du investierst, du tust es wässern, bepflanzen und eines Tages wirst du dabei auch ernten. Psalm 125, Vers 5 bis 6, und ich finde, das ist ein mega wichtiger Bibelvers. Die mit Tränen säen, wird mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. That's the point. In der Kirche ist es nicht immer so, dass du treu bist, dass du gehst, dass du mitschaffst, dass du gleich bin ich sofort gesegnet. Manchmal lebst du Test. Manchmal erlebst du Krisen, manchmal erlebst du Sachen, die du nicht verstehst und die Bibel sagt, wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht aufgehst, zu glauben, dass irgendwann der Samen wird aufgehen, wirst du auch die Ernte nicht einfahren. Und der Punkt ist, dass lass uns die Ernte einfahren, lass uns unsere Geschichte so hart wie möglich retten. Die Frage ist, mit dem möchte ich enden, ich glaube, jetzt ist die beste Zeit, um zu pflanzen. Prediger 4, Vers 11. Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, der Bibelvers, wenn du noch Platz hast für ein Tattoo, dann mach das bitte. Der Satz sagt genau etwas aus über die Christen, sagen, aber ich muss mega sicher sein, ob das Gott ist. Das ist eigentlich ein passiver Glaube. Das ist so der eine Talent. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gott ist. Die Passivität hat nichts mit dem Reich von Gott zu tun. Der Heilige Geist macht dich aktiv. Der rettet deine Geschichte. Das ist nicht immer ängstlich. Ist es der Wille von Gott oder nicht? Ich bin schon als ein Wille von Gott geboren worden. That's the point.
Der Wille von Gott ist, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Aber was heisst da? Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Mit anderen Worten, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Never ever. Never ever. Sondern Gott sagt, was hast du in deinen Händen an Fähigkeiten und Talent? Das ist die Frage. Das allein bewegt noch gar nichts. Es sei denn, wir seid in den Boden rein und wir wartet und irgendwann wirst du ernten. Und der Jakob hat am Schluss geerntet, dass Gott hat seinen Namen geändert von Jakob, dem Betrüger, in Israel, wo heißt Gott kämpft für dich. Gott ist an deiner Seite. Eine Geschichte geschrieben, weil Gott hat seinen Namen geändert. Also wie du anfängst im Leben, kann gut oder schlecht sein, aber wenn wir das Ziel dann beenden, ist immer eigentlich in unseren Händen. Ich möchte zum Ende mit uns zusammen beten, und zwar, ich glaube, es gibt so 2, 3 Arten von Leuten heute Abend in dem Saal. Die einen, ich glaube, zu denen gehörst du nicht, dass du sagst, ja, mir ist es egal. Mich interessiert das Segen von Gott nicht. Ich glaube, du wirst heute Abend auch nicht da. Aber es gibt viele, du hast mega Angst. Angst, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn es nicht der Wille von Gott ist? Und das macht dich defensiv. Das macht dich passiv. Und das ist nicht der Geist von Gott, wo in uns drin wohnt. Es ist ein aktiver, begeisternder Geist in uns. Und du wirst Sachen in deinem Leben sehen. Die einen werden Firmen anfangen. Die einen werden heiraten, Kinder gründen, bis zu einer Eishockey-Mannschaft. Die einen werden Pastoren werden von uns. Die einen werden Sachen kreieren, die die Welt noch nie sieht. Aber es passiert nur dort, wo Frauen und Männer ihre Talente investieren. Und nicht auf andere schauen, was sind andere, sondern was hat Gott in dich hineingelegt. Darf ich dich ganz kurz fragen, deine Augen zu schliessen? Ich möchte heute Abend sagen, Gott hat dir Talent anvertraut. 1, 2, 3, 4, 5 oder 8. Du bist von Gott gesegnet. Es gibt nicht das Wort, ich bin geboren in der falschen Familie. Es gibt auch nicht den Gedanken, ich bin von Gott zu kurz gekommen. Sondern Gott wertet 1 bis 5 Talent, wertet Gott nicht. Die Wertung gibt es bei Gott nicht. Und Gott wertet dich nicht mit jemand anderem. Sondern Gott hat dir Fähigkeiten anvertraut. Ein Talent, ein Gedanke, eine Idee, eine Innovation. Aber oft ist die Angst in uns, die uns bremst, das zu versuchen. Wir sagen, der schlimmste Ort auf der Erde sind Gräber, wo viele gestorben sind, ohne jemals ihren Traum ausgelebt zu haben. Und der Grund ist Angst. Angst, die könnt versagen. Und das ist ein Geist. Der ist so tief. Tiefer, als du denkst. Was hindert dich heute Abend? Deiner Vision und deinem Traum Hände und Füße zu geben. Deine Herzensmotivation mag vielleicht nicht immer richtig sein, ist beim Jakob auch nicht richtig gewesen. Aber Gott hat ihn geformt. Gott hat ihn gecoacht. Gott hat ihm Feedback gegeben. Und solange du dich bewegst, bewegt Gott unsere Herzen. Heute Abend sind Hunderte von Träumen da. Hunderte von Geschichten, die geschrieben werden. Aber was in deinem Buch steht, ist in deinen Händen.
ist einer von diesen Abenden wie heute Abend in meinem Leben gewesen. Da bin ich aufgestanden, ich vergesse es nie mehr. Das war nicht eines von diesen Gebeten, die ich oft bete, sondern es war ein Gebet, ein Schrei in meinem Herzen. Und das war in Chicago. Und ich sagte, Gott, da bin ich. Ich werde nicht mehr länger meinen Traum, meine Talente vergraben. Egal, was Menschen denken, egal, was manche sagen. Aber heute werde ich mein ganzes Leben säen. Und ich werde es rocken, härter denn ever. Weil ich habe nur einen Sack von Samen und das werde ich voll geben. Wenn du heute Abend merkst, das ist einer von diesen Abenden, wo du merkst, du musst dieser Angst entgegenstehen. Deinem Zweifel entgegenstehen, deiner Eifersucht Stirn bieten. Dann möchte ich dich bitten, wenn alle Augen zu sind, dass du Gott, nicht mir, Gott deiner Seele ein Zeichen gibst. Ich sei mein Leben. Ich lasse nicht mehr allein meine Hände. Dann möchte ich dich bitten, dass du auf deine Füße aufstehst, am Platz, wo du bist, aufstehst, als ein Zeichen zu Gott. Ich möchte dich bitten, dass du dein eigenes Gebet betest. Weil es ist unmöglich, dass ich für dich das Wort finden kann. Sondern ich habe dort auf meinen Füßen mein eigenes Gebet gebetet, mein Statement gemacht. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt in der Gegenwart von Gott du dein eigenes Gebet zu Gott sagst und dass du ein Statement machst. Es sind deine Wörter. Es ist dein Commitment. Heiliger Geist, versiegle das heute Abend, wo ich meinem Herzen entschlossen habe. Und ich möchte dich bitten, bin ich in der Gefahr, vom falschen Weg abzukommen, dann führe mich zurück zum Weg, der mich zum Leben führt. Und das war das Gebet von David. Gott, lass nicht zu, dass weder der Find, noch meine eigenen Versuchungen, noch mein schwaches Herz mich von dem Weg abbringt. Sondern Gott, in all deiner Macht, mit all deinen Engeln, mit all dem, was du hast, flehe ich dich heute in der Gegenwart von Gott. Halt mich auf dem Weg. Halt mich auf dem Weg. Halt mich auf dem Weg. Und ich will und ich werde eine Frau und ein Mann sein, die das Ziel mit Gott beendet. Weil du bist für mich. Und du bist nicht gegen mich. Du bist grossartig, du bist fantastisch. Es gibt keinen anderen Namen als der Name Jesus, wo ich meine Knie büge, wo ich anbete, wo ich mein Leben bereit bin zu investieren in den Boden, wo reich von Gott heisst, wo es keine Grenzen, wo es keine Limitationen gibt. Ein Gott im Himmel, der sein Leben auch für mich investiert hat. Und ich versiegle heute Abend in dem Namen von dem Gott im Himmel deine Entscheidung. Ich versiegle heute Abend in der Power und Kraft vom Heiligen Geist die Entscheidung und ich sage, dass die Liebe von Jesus dich umgibt von allen Seiten. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass aus diesen Gruppen, aus diesen Frauen, Männern, Firmen entstehen, Familien entstehen, Bücher geschrieben werden, Insta-Stories kreiert werden. Es gibt keine Grenzen von Innovation, wo du in die Gruppe hineingelegt hast, wo dein Name Jesus über allem grösser werden kann.
Danke, schreibst du mit mir Geschichte und danke, hast du mich nicht aufgegeben in all dem, was du tust. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.